Guten Morgen. Wir sind so lange nicht mehr Chat gewesen, oder? So wenigstens fällt sich dort. Jon Ungers sind träg, willkommen tschüss. Wir werden noch nicht angewartet, noch die Woche fahren, wir noch nicht, dass die träg gekommen sind, aber von der Seite hier, so das ist so viel. Das ist schön, dass die hier sind. Wir hatten, was haben wir alles gefeiert? Muttertag und Vatertag und Pfingsten und was alles so. Ich kijk meine Sinnerschulen an, dan weet ik met zoals ik dat so lange trägt, wer weiß, als wir überhaupt weit, wo wir sind. So, wir haben angefangen mit Hiob. Wir haben uns 3 Sendungen trägt, das erste Part von Hiob eine Anführung gemacht. Wir haben uns Hiob als Mann betrachtet. Und ihr sagt, dass Hiob wie ein vorbildlicher Mann. Wir haben uns betrachtet, dass Hiob Büter eigentlich so erregt wird. Und dass der dann aus ganzer Hinsicht haben, wo man sagen, ein Vorbild ist an Wirtschaften, an Familienleben, an Glaubenleben. Und dann aber wird auch noch dort trügt von der Geschichte, dass Hiob verlor alles. Weil nicht ganz alles. Dort sagt du nicht, dass sein Land verlor. Dort sagt du nicht, dass sein Haus verlor, auch nicht seine Frau. So, wir können mit Fried gewissen, Taubfußen dort, ja, Tierenschänger werden wach, und all sein haben gut, und sind von Rinder oder Feu. Und dort, die haben nu noch seine Gesundheit verloren, und die Frau hat ihm dann noch in so eine schlechte Route gegeben, Gott, oder sich selbst von Gott los sein, wenn man kann nicht Gott im Stärke loben. Am Ende von dieser Geschichte kommen dann noch 3 Freunde, und die sagten sich bei Hiob durch, und Hiob seine Lehre ist so schwierig, dort für 7 Jahre lang sagt du keiner Wort. Und für mich, wenn ich die Geschichte lese, dann sage ich mir dort ein Deul. Ich weiß nicht, dass keiner von uns hat so eine schwierige Lehre belebt, dort wir waren für 7 Jahre bloß Mullers, wir saßen in Stalse, wenn uns die Welt fehlt. Ich habe das dickste Beste von dieser Geschichte, wir eine Familie, ich schaffe in Friesland, und ich habe einen Freund, der heißt Randy. Und von dieser Familie, dort wir fuhren Mutter und 4 Jungs. Und von der Familie bleibt bloß noch ein Junge und eine Mama, Eva, beinahe 2 Jahre. Und weil zur letzten Begrafenis wir, dann sollten ich in was andere Prediger an der kleinen Stufe durch. Und wir hatten alle auch kein Wort zu sagen. Wenn wir sagen, am Begrafenis, wo Feier von Saas weg sind. So, früher kann ich so ein kleines Schallblättchen mitfallen. Ich glaube, aber keiner kann mit hier mitfallen. Du wir wirklich, das Lehre, wo wir wollen sein, das ist eng. Wenn wir Kapitel 3 von Hiob bechecken, dann merken wir, dass Hiob hat bloß der Deibet verlangt, zu verstehen, was jetzt an. Am Kapitel 4, wo dann der erste Run, also der erste Run von Ruth, wo ich dort an, Anfang, du merkst, wie wo ähnlich das Leben ist zu uns, unsere Menschheit von dir. Ich finde dort ein von den krassesten Dingen, was bei mir ist, wenn ich erst im Sei eine schwere Zeit durchgehe, dann habe ich immer Schwierigkeiten zu horchen und immer viel zu leicht, alle Sorten Leute zu sein. Und ich probiere mich zu lernen, erstmal ruhig sein und beten und Gott fragen, was jetzt an und dann erst von einmal sein. Aber wir wollen uns von dieser Geschichte bechecken. Ich will hier so boven mit so einer Titellinie machen für Hiob. Und dann haben wir die erste Run, die Perdida. Also Kapitel 1, Vers 3, das ist der Verlust, das ist der, was passiert. Ne? Und wir fragen uns, dass hier Bürg uns dort vertelt, was hängt der Geschichte an. Ne? Wenn wir Gott seine Spazier
in dem Feind seine Onkel nicht wüssten, dann würde die Geschichte noch viel düsterer sein. Also wenn wir bloß wollen, die Geschichte hier haben, dort, hier habt ihr Reck und hat hier einen Zänger und ihr habt die keine Zänger und ihr habt keinen haben mehr. Und ist noch krank geworden, da wir ganz anders, als wenn wir wissen, Gott wir ein Port von der See schickt. So Kapitel 1, Part 3, die kennen wir dann all. Und dann haben wir Kapitel 4 und wieder, dort steht, agnando der Ronda 1, oder die erste Runde von Ruth. Das ist von Kapitel 4, aber der 14. So, wenn, ich nehme an, einige von Ihnen haben hier gelesen, und wenn ihr nicht habt, dann würde ich Ihnen merken, in der kommenden Teil hier zu lesen. So, der erste Personage, der erste Freund, mir fällt auf jeden Fall schwer, der Freund an, aber der erste Freund, der heißt Eliphas. Eliphas wird durch Kapitel 4 vorgestellt als der erste, wer du anfängt zu reden. So, hier ab Kapitel 4 von Vers 1 bei der saß, du kriegst hier beschuldigt für eierlich sein. So, der erste Idee von dessen Freund ist, hier nur mal locker. Da ist nicht so schlimm mit dir. Ich finde nicht viel, was du an dieser Lehre umpassen lässt. Aber im Kapitel 4, Vers 7 bis 11, und da werden wir uns so lesen, du so, jaft dort dann all erst sagt, das Freund Eliphas, sie mal geduldig, und dann Vers 7 bis 11, kommt da noch mehr dazu. Wer will du lesen? Hier 4, von Vers 7 bis 11. Dort übt man den ein Puff von seinen Euer riemt den zu sehen. Der Leben macht Braulen und Grollen, aber Gott brach Tenen üt. Wenn sie nicht frieden kann, kommt sie an und Junge worden verstreut. Was war? 7 bis 11. Gut, so wenn wir wollen von der Weisheit sehen an unsere Jugend, dann würden wir gleich kriegt diese Weisheit finden. Also unsere Menschheit würde ich sagen, als endlich alle mal verstehen, dort die, was äußerlich sind, die passiert nicht schlechtet. Stimmt das? Das belebe ich doch jeden Tag. Ich habe die letzten 2 Jahre, besonders im Sommer, einmal war er hier, dort waren unsere Koloniemenschen mal wurden ein bisschen bessere Menschen sind, dann würde es regnen. Also dort meinen dann, Menschen wollen nur mit sagen, dort ist unsere Schuld, dort nicht regnet. Derselbe Gedanken fingen wir hier an Eliphas sein Ruth. Also noch so in seine Ohren sagte, Gott bestraft kein, was du äußerlich ist. Vers 12 bis 21 sagt es Eliphas, dort kein Mann kann sich für Gott reich vorgehen. Auf Spanisch würde ich dort sagen, el hombre no puede justificarse delante de Dios. Und dort ist frisch diese Beschuldigung, wenn Hiob sagt, ich sie äußerlich, dann will Eliphas zu Hiob sagen, das ist nicht so. Das ist unbedingt Beste, was ab einem gewissen Punkt schuldig. Dann habe ich aber im Kapitel 5 einen sehr interessanten Art und Weise von 19. So, wer will diese lesen? Hiob 5 von Vers 1 bis 7. Rob einmal Hiob, wat die wer ontwoorden, op wonen helgen verlaatst du die. De
gewählter Stoff von Aurich sein, in der Unverständige an sein Ram iveren. Ich hab gesehen, wo ein Anerwählter sich entwartelt, aber dann mit einmal wie alles verschwungen. Die Kinder sind sich nicht sicher, die wurden beim Port durchgeschlagen in keiner Stadt ein Verein. Die wird hungert, nehmen dem seine Arnd, und so go von Monk dort zurück, und die wird darst, Leckmühlen nur sin Familien. Dort Beuse was nicht ruht so ab ein Acker, und Trouble kind nicht von an der Erde. Der Trouble kommt ab Mensch von Geburt, so aus Funken von der vier Napfliehen. Sehr gut. So, der erste Idee von Eliphas ist, dort Lieden kommt bloß ab euer Rechte. Und dann aber hängt er an, und in seinem zweiten Punkt sagt er, dort der Sufrimiento als Port von Menschheit. Also, die Idee, wo dann Taubgefunden sind, dort erstens mal, gerechte Menschen, ja dort nicht schlecht, aber der war spricht sich selbst, wenn im Kapitel 5 sagte, dort die Lieden vom Mensch als bloß Port vom Mensch sind. Dann über im Vers 8, bei der 11, jaf des Eliphas dann nu hier ruht. Das ruht heute mit so bad um Vergebung oder Segnung Gott und dann die struft die, aber die kann die auch weiter träg abrechnen. So, wir wollen uns zu lesen, Kapitel 5 von Vers 8 bis 11. En die steht, wo ik mijn God drehen. Ik würde sagen, Gott seine hängen leihen. Die der grote Dinge, wo nicht zu verstehen sind. Und so viel Wunder, dort die nicht zu teilen sind. Hij laat dort ab dort Land regnen und bewassert die Flecken. Hij heeft die Lehe hoch ab und laat die dort Goud uitkomen, dort durchgeschlagen wird. Hij versteht den Plan von der Gewitzte und laat an ihrem Weg nicht uitführen. Hij laat de Glücke sich in ihre Glückheit vorseran und laat, wat die Lastje verhaben, dort dans verschwingen. Bei klaren Sonnenschein wird an dort aller dies da. In sei lang ab Mittag so ram aus einer Nacht. Hij raadt die Arme von Schwert in die sich nicht weiten von der Stärke ihrer Macht. Die Arme kriegen Hoffnung und was unabrechtig ist, kommt nicht überdeel. Wo Gott kommt dort für dem uit, der Gott seine Lehre annimmt. Lut die dort nicht zu groß sind, wenn die alle Macht hat, die belehrt. Wenn er eine Wind schlägt, dann verbindet er die auch. Er kann schlagen, aber seine Hand verhält auch. Wenn er die auch 6 Mal hat vom Trouble geraten, lässt er die dort 7. Mal kein Schuden haben. In der Hungersnot wird er die Leben holen, in einem Krieg wird er die nicht sterben lassen. Er wird die von die bewahren, wird schlechtet nur reden, und die wird die nicht Ängsten bringen, wenn dort verdorben überkommt. Wie dort verdorben in der Hungersnot wird die lachen, in der wilde Tieren im Land waren die nicht Ängsten. Die Steine ab Stab waren die nicht boden, in der wilde Tieren waren die durch Tachluten. Die war schweiten, dort die Zelt sicher ist, und die war stehen verhack nur sein, und du wart nicht schwach sein. Die war schweiten, dort die viel Nukum haben was, und dort die von die kommen, so viel aus der groß abgestab sind. So ist eine Ohr nicht gedrascht wird, der Riepas, was die nicht sterben, die Altpass. Hört doch, wir haben das lang nur gesagt und fingen dort als immer so, nehmen dort so an, auch für die. Gut, so das Mann, der hat ein gerautet Park Weisheit, nur seine Meinung nur für hier. Die Weisheit wird topgefunden und sagen, dort, wenn du die was träg nur Gott drehen, dann wird Gott die träg abrechnen. Die Taubfutung von Eliphas ist ganz unbedingt diese 2 Dinge.
Lieden als bloß Part von Mensch sein, aber eigentlich war er sprachte sich, du Monk immer war und sagt, Gott struft für eure Gerechtigkeit. Diesen Text von Eliphas in den Kapitel 4 und 5, ich habe ihn nicht übereinander mit 6 und 7. So, Hiob, der horchte Tau, und ich stelle mir mal so vor, dass du musst eine Pause oder wenigstens eine stille Zeit zwischen das eine und das andere sein. Aber der Hiob, der Antwort am Kapitel 6 von Vers 1 bis 13 und direkt weiter ut. So, wenn wir ein Mensch an weiter, zoals Hiob, für Verlust und für Krankheit, beschuldigen für Sinn, wird wie dort von dir beschrieben, wenn wir eure Gerechtigkeit beschrieben, dann fing wir dort Hiob seine Wied sein vielleicht von der nur ungepasst. Wir wollen also lesen, Hiob 6 von 1 bis 13. Wir haben das wel können hier lesen. Hiob 6 von 1 bis 13. Dan zet Hiob te Eliphas, wann dort doch te ween ging, wo ruhig ik zie, en ook zo schwor mir dort alles is. Dort wird schwander sein, als dort Sohn mehr, du ween zult je meine anbedachte Red nicht wundern. Gott, der alle Macht hat mich mit Fällen durchgeschoten, in mein Geist muss dort Gift von den Fällen abnehmen. Dort mit was Gott den Menschen ängsten hat, als je in mich gerecht. Braucht ein Esel, wann er groß haft, oder schreckt ein Aas, wann er zufrieden haft, von einer schmacklosen Eten verdrehen unsollt, oder schmeckt, dort wird nur irgendwo, ich kann dich nicht verdrehen, dort Eten macht mich krank. Wann Gott mich doch jäuft, nur wird ich froh, wann er doch tolleit, wird ich mich wünsch. Muss er mich doch durchschlohnen, muss er seine Hand uitstraken in mijn Leben kort schneiden. Dan wird ich gleichlich sein, in deze schlimme Video, weil ich habe die Wert von denen, der heilig ist, nicht verloren. Wort von der Kraft soll ich nehmen, dort ich das uitholen kann. Wozu ist das gekommen, dort ich mit das soll geduldig sein? Sehr gut. So, Hiob seine Lehre ist hier so frisch, ganz klar zu verstehen. Hiob ist so deep im Loch, dass der Mensch sich zu sterben. Ein von den Dingen, was mir abfällig ist in Hiob sein Leben, oder in Hiob seine Geschichte, soll ich glaube sagen, dort du kannst eine Lehre sein, wo die Janker zu sterben, aber du kannst nicht selbst die Entscheidung machen, ob du sterben oder leben wirst. Also, das ist ein sehr wichtiges Ding, was Hiob uns hier lehrt. Wer soll Hiob sein Leben zu eng machen? Gott. Okay? So, die Natur von Hiob seine Lehre macht Hiob denken, das wird so viel besser sein, wenn ich das will. Aber, nirgends in diesem Aufschnitt wird Hiob nicht selbst die Entscheidung zu treffen. Der sagt, muss Gott mein Leben kort schneiden. Und damit sagt er, weißt du was, Gott? Ich ziehe vor dich. Ich hole es nicht länger aus. Aber das ist nicht seine Entscheidung, die dort Lieden zu eng zu machen. Wieder im Kapitel 6, von Vers 14 bis 30, ist Hiob so unzufrieden über seine Freunde. Und dann würde er sagen, weißt du was, Jungs, ihr sollt mal ein bisschen Mitleid haben mit mir. Aber der Mittelpunkt von dem Kapitel 6 ist, wisst mir meine Sinn. Okay? So, hier so habe ich die Beschuldigung und dann bei dem Western.
En hier vind ik een leer wat voor vandaag voor ons jährlich is. We worden im Nieuwen Testament immer wieder interessante Geschichten haben, weil Jesus in Johannes Kapitel 5 und 6 wundert het, besonders der Mann, der 38 Jahre hat krank gelegen. Jesus sagte den, nu go und sind dich nicht mehr, dort die nicht noch was Schlimmeres passiert. Und du darfst wie dort, du wirst eine Relation mit Sinn und Leiden. Aber Jesus ist Gott und der weiß alles, was angeht. Diese Geschichte nimmt mich als Mensch, oder der sagt mich als Mensch, beschuldigt nicht auswählen und sagt, du hast gesündigt, du wenn jetzt die dort dumm, bitte, kann er beweisen. Right? So hier sagte den seine Freund, okay, nu wacht mal. Du kommst zu mir und sagst, Gott hat mich gestraft, wenn ich gesündigt. Okay, dann sag mal, was ich gesündigt habe. Und dort fällt sich mir mal so, hier sei du der noch Titel, ja, weil dort muss so frecken. Du hast alles verloren, du bist krank und du sagst, du hast allein, wenn die früher hast noch gesagt, du sollst von Gott loslösen. Und dann kommen diese Freunde und sagen, du hast gesündigt. Wusste ich doch nicht. Wenig's reich sperren zu sagen, weißt du, mach mal mit. Wenn du mir nicht kannst Sinn beweisen an sie stellst. Dort wird Kapitel 6 von Vers 14 bis 30 wieder jetzt. Kapitel 7 ist bloß noch frisch eine Wiederholung von, wo hier dort beschuldigt wird und sagt, wenn Gott mich bloß hat als Kind lassen sterben, dann wird ich viel besser auf, als ich nicht sehe. Dann, wenn hier sagt, wies mir meine Sinn, in Beschut, dass er lebt, aber Gott die Entscheidung gibt, über sein Leben zu bestimmen, dann habe ich durch Kapitel 8, der man heute bildet. Und der Kapitel 8 ist eigentlich kalt, aber der hat ein Teil Contenido im Sinne von Beschuldigung. So, Vers 1 bis 7 sagt das Bild zu Hiob, sieg nur Gott, wenn Gott kann die Träger abrichten. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist auch nur fein. Und dann im Vers 8 bis 19 sagt das Bild dort alle Weisheit. Okay, so, da meint so viel, das ist all meist von euch her, oder wenigstens nur den Sinne werden. Der sagt, ich habe kalt gelebt, alle Sorten Leuten, aber die wird für uns gelebt haben, dann uns diese Weisheit mitgegeben. Die schlechten Menschen waren verdorben und die guten Menschen oder die gerechten Menschen waren Prosperidad haben. Ich komme an, wo heißt Prosperidad auf Plattdeutsch? Erfolg haben. Gut. So, der Mittelpunkt vom Kapitel 8 sagt bloß, kriegt dort, wo der Feiermann, also Eliphas, die schlechten Menschen, die waren verdorben, kriegen, und die gerechten Menschen waren Erfolg haben. Dann die letzten zwei Verse sagt dort, frisch, das Bild sagt, Gott, der schmidt nicht die guten Menschen weg, und für Hiob, ist noch Hoffnung, wenn er wird seine Sinn tauschen. An das Kapitel 8 ist aber noch eine Weile mehr mit bei. So, Bildad ist gleich der kaltblütigste von diesen Freunden. Der sagte Hiob, dass deine Kinder sind gestorben, wenn die Erde sind. Okay? Ich weiß nicht mal, wo einer kann anfangen, sich zu looten, 10 Kinder zu verlieren in den Arbeiter. Und dort ein Abspuss nach Freund wird kommen, zu die sagen, deine Kinder sind umgebracht worden, wenn sie gesündigt. Dann hängt er an, sagt das Bild zu Hiob, du lebst noch. So, wenn du wirst, nur Gott segnen, dann kann Gott dich noch segnen. Du hast keine Art und Weise von Hoffnung endlich an dessen Bilder seine Rede, aber da ist eine sehr schwierige Beschuldigung. Hiob seine Antwort zu Bildad am Kapitel 9 bis Kapitel 10
es ein Teil wundervolle Ausdrücke geben oder hier Sachen, Dinge, wo vielleicht wir uns was lernen können, wenn wir mit Menschen top sind, wo wir in einer schweren Zeit sind. So im Kapitel 9 von Vers 1 bis 24, du so als eine Beschreibung von wer Gott ist. So hier fing ich mich aus Christ von der und 2024 nur angelegt. So ab Spanisch braucht wir das Wort Soberania. Soberania will sein, dass Gott hat das letzte Wort über alles. So, wir sagen so leicht, Gott hat alles gemerkt, Gott weiß alles, Gott kann alles. Ab unser plötzlicher Sprache haben wir eigentlich nicht ein Wort für Soberanie. Wir würden vielleicht sein, der allmächtige Gott, und das ganz Wahrheit, aber allmächtig, du sei wie noch nicht dort Partner, dort regiert über alles. Und Soberanie will uns, das Wort will uns sagen, dass Gott ist allmächtig, ja, aber der regiert über alles. Und hier steht auch im Kapitel 9, das so interessant ist, groß was je denkt und sagt, Gott ist so groß, so allmächtig und regiert über alles, dass es allmählich für einen Mensch sich mit Gott unterleiht. So, das für mich ist das der Anfang von der ganzen Weisheit, was in hier zu finden ist. Wenn wir uns Leben bechecken, nur hier ab Kapitel 9 nu soll wir bloß nicht proben, uns mit Gott übereinander zu leiden. Ich soll sie mal schuldig, dass ich einmal ausschuldig habe den Ausdruck gebracht, ich sehe mich mit Gott uneinig geworden. Das schafft nicht. Gott ist souverän. Gott ist Gott. Und wir als Menschen haben nicht diese Lehre von ich will mich mit Gott durchkämpfen und dann wollen wir sehen, wo wir kommen. Vers 25 bis 34 ist aber ein Ausdruck von, dass so schön, dass ich nicht kann, mir mit Gott durchsagen und Dinge durchreden. Und ich weiß nicht, dort eine Ding hat allmählich Erswem von uns so gewohnt. Aber noch, du hast einmal eine Lehre gehabt und du kannst nicht verstehen, was angeht, dann wirst du sagen, Gott, komm, sag die hier mal, wie sie mir durch. Dann ich die sagen, was mir das geht. Und dann kannst du mir vielleicht mal eine Antwort geben von, wo so der das ist. Willst du all die Nacht von Paraguay hier anschauen? Und wir haben noch ganz klar befunden, dass Gott will uns hier im Pott ist. Und dann, wie wir hier, dann fällt sich das so, wie wir auf der so rechte Stadt angekommen. Und dann hat so verlangt, mir mit Gott mal durchzusagen und mal sagen, weißt du was? Warum wirst du durchreden? Und du wirst nicht durchreden. Und dort so ein kleiner Vergleich mit Hiob seine Lehre. Und Hiob beschut am Vers 24 bis 35, dass er nicht kann bloß mal Gott sagen, komm, erklär mir mal, was angeht. Kapitel 10 ist frisch der Wiederholung von, du kannst beschuden, dass du lebst, oder du kannst so deep im Loch sein, dass du wirst glauben, dass sterben wir besser als leben. Hiob ist dann noch nicht an der Lehre zum sein, ich will mich selbst nehmen. Die redet mit Gott darüber, aber die will nicht damit zu tun haben. Gott ist gerecht und Hiob wird nicht durch ihn striden. So der wird, was Eliphas im Bild hat, zu Hiob sagen, Gott ist gerecht, Hiob stimmt mit. Gott ist gerecht. Aber Hiob kann sein Leiden nicht verstehen. So dort soll der Anfang sein von der Consuelo zwischen, wo kann ein gerechter Gott einen gerechten Mann leiden lassen. Wir wollen nur den letzten von diesen Frieden überblättern, der heißt Sofar. Der Sofar seine Rede oder Rut, das unglaublich nur dem
wat de andere beide vrienden al gezegd hebben. En hier op kapitel 11, van vers 1 tot 6, fangt es so ver an te reden, en ik wil je dat taubvoeten. Der sagt hier, wenn Gott die wird strafen, für was du verdient hast, dann wird die dort noch schlechter tun, als die dort nicht all geht. Wie viel schlechter kann hier noch gehen? Dat is niet een goede idee. Die Taubfutung von Sofar, als Gott straft die nicht, nur als was du verdient hast. Und der Ruht für hier, als du Buße, und Gott kann die Träger abrichten. Kapitel 12 von Vers 1 bis 27. Als Hiob ganz voll von den seinen Freunden. Und merkt eine Bestätigung, dass alle Menschen können leiden, sogar die Gerechten. Am Kapitel 13 fingen wir dort Hiob wel so ein Jahr mit Gott Glück und persönlich reden. Wir wollen uns den Kapitel 14 lesen. Hiob 14 von Vers 1 bis 22. Wer würde gleich hinter lesen? Der Mensch, der von seiner Mutter herkommt, lebt nicht lang und hat viel Trouble. So als eine Blume bleicht, die in dann verwelkt. Die bleibt nicht länger als ein Schotten, der bald wach ist. Aber du kriegst auch nur Sonnen aus mir und nimmst mich für die mit gerecht. Wer kann von so Schwindschit was redet merken? Keiner. Einem seiner Deo sind verrückt bestimmt, und du weißt, wo lang einer lebt. Du hast die Grenzen gesagt, aber der einer nicht geht. Kiek so viel wach, dort einer sich uitreven kann, aber der Tag so aus ein Arbeiter Sina te eng ist. Wenn ein Baum aufgemerkt wird, ist noch Hoffnung, dort die Staben uitluten wird. Die wird noch wahre Aster kriegen. Sogar wenn die Wartlen alt worden und die Staben eine Erde verfüllt, wenn die Wann der dort Wut dann noch mal regt, kriegt der Aster, so als eine junge Plant. Aber Menschen sterben und sind nicht mehr. Wo ist der Mensch, wann der gestorben ist? Dort ist so, als wenn ein großes Wut da uitriecht oder ein Riefer abgeht mit ran. Wenn ein Mensch stirbt und wachgelegt wird, so lang als der Himmel bleibt, wird der nicht abstunden oder abweichen. Wann du mir doch am Dodenreich verstürzt und mich verstärken Leute, was dient euer Eber ist, und dann die gewisse Zeit und mein Dochs. Wenn ein Mensch stirbt, kann er nicht wahrer leben. Ich lüge bloß dort meine Zeit zum Arbeiten Eber ist und ich aufgelöst sie. Dann wirst die Raupen und ich wird antworten. Und die wirst ein Verlangen haben, was du gemerkt hast. Dann wirst du mich ab meinem Weg bewerten, aber die wirst meine Sinn nicht behauen. Meine Sinn würden in ein Sarg bemerkt sein, und die wirst meine Fehler bedanken. So ist ein Borch verbrockeln und verfolgen kann, ein Stein aus seiner Stadt verschwinden kann, so als Wuterstein wachwaschen kann, in ein Platz reden, der furchtbare Erde wachnimmt, so nimmst du die Hoffnung von den Menschen. Die bist immer die Starke in seinem Matten nur geben, die verstellst die dort gesagt in Schacks an Wach.
wanneer de kinderen onderkenning krijgen, dan merkt aan niks uit. En wanneer die veracht worden, worden zij dat niet aan. De weidel zijn bloos die van zijn körper. Hij is bloos om zichzelf bekümmert. Sehr gut. So, der Kapitel 14 ist ein sehr interessanter Text im Alten Testament, wo du eine klare Lehre oder hier sein Bewusstsein merkt von Sterben, was die Welt zu eng ist, abweichen merkt. Wir sollen uns dort morgen, dort sogar hier, hat das Glauben, dort leben wir hier, ihr zu eng, wo lang. Wo lang will hier Verstärkung sein? Solange es der Himmel da wird. Okay, so wo lang wird der Himmel da sein? Hä? Dem von was hier berät. Gut, Hiob will nicht leben, aber doch, der will leben. Der will bloß in mir leben. Ich fing dort Hiob als das gute Vorbild an das irdische Leben nicht so ständig so festhalten. Wenn wir von dir uns Hiob seine erste Run bekicken, dann sollen wir unbedingt die Freunde, diese drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, ihre Spezier und Hiob bekicken. Wir können nur ein Teil Weisheit von lernen. Wir können lernen, dass das nicht so ist, mit was der Hiob uns schulden. Wir können lernen, dass wir mit Menschen, die durch eine schwere Zeit durchgehen, vielleicht ein gesünderes Mitleiden haben. Ich finde, dass wir sollen eigentlich so abpassen, dass wenig Menschen waren beschuldigen für Sinn und Leiden immer während Taubhängen. Ich weiß, dass Menschen, besonders Menschen, die haben Familie, Kinder, Ehemann, Ehefrau verloren, die leiden eigentlich sehr, wenn wir Christen zugleich sind, mit was wir sagen. Ich hier leicht, dort rütklappen det. Ich wundere, was die noch getan haben, dort das passiert ist. Und dann merke ich, dass hier sich krieg, nur das so abspussende Freund, was hier abhaft. Ich finde aber auch, dass wir von dir mit hier mitfallen können, aber wenn ich das an zwei Dinge. Punkt Nummer 1, das ist okay, uns zu wünschen, dass das Leben soll zu eng gehen. Ich glaube wirklich, dass für uns, von dir, wir können traurig sein oder bedrückt oder was wir tun, bei dem Punkt, wo wir uns wünschen wollen, dass das Leben zu eng ist. Wir sollen das aber nicht in unsere eigene Hände nehmen. So ist Hiob. Frau Gott und nur, so tut das oft zu reisen oder nicht. Am nächsten Teil fing ich dort, wir können mit Hiob mitfallen und wir können auch selbst uns wünschen, mit Gott zu reden. Hiob hat der Teufel verlangt, sich mit Gott taub durchzusetzen und Dinge durchzureden. Wenn er hat das verlangt, mal Klarheit zu schaffen, wo geht das, dass mir das so dumm geht? Und ich glaube an Gott. Taubpfoten, will wir sagen, Hiob seine Freunde hielten fest an den Glauben, dort Leiden als der Strafe für Sinn. Leiden als der Strafe für Sinn. Dann soll wir dort von der gelehrt haben, dort das nicht so. Wo so weit wie dort nicht so ist. Hier habt ihr was reich für, okay? Wir kennen den Hintergrund von der Geschichte, ne? Hier wird am Kapitel 1 beschrieben, der ging nicht zu beschuldigen. Und dann wird dem beschrieben, dass der wird alles verloren und krank und allein durch wird. Also wenn wir die Freunde ihre Theologie
worden beschrieben als Lieden als die Struf für Sinn, dann weit wie dort nicht die absolute Wahrheit. Wir weiten, dort Hiob sagt, was nu steht unbedingt keine Sinn zu, oder der sagt nicht mal, da können sein. Hiob verteidigt sich selbst, der trägt seine Weide uit ab in seiner driesten Weg. Und er wünscht sich sehr hier eine Erklärung. Du fängst an, diese Weg taub zu tragen, wo du sagst, kann ein gerechter Mensch unirrsinnig leiden. Wenn wir den nächsten von Hiob lesen, dann sollen wir uns vielleicht im Bookmark oder das Ding, was wir in der Bibel nennen, du sollst abschreiben, kann ein gerechter Mensch unirrsinnig leiden. Und einmal war, wenn wir Hiob lesen, uns diese Frau fragen, wo kann die? Wo und warum? Das ist die Frau, die diese Geschichte uns lehren will. Wo gehen wir um mit Video? Vielleicht sollen wir uns mal von der, die Frau fragen, was ist das erste Ding, was uns befällt, wenn uns selbst eine schwere Lehre passiert? Erstens, was ist das erste Ding, was die befällt, wenn die eine Rechtfertigkeit hingewiesen ist? Und dann hast du gepatcht an der Fuß nach hinten. Und dann fällt sich dort so, wenn die den Wache geräutet haben, dann lässt du alle Nägel taub. Ich weiß, das ist nicht hier auf seine Geschichte. Aber das wisst uns, wo kingrig uns Glauben fertig ist. Wir leben ein Leben, das Troubles mit sich bringt. Ganz unbedingt. Was ist das erste Ding, was uns befällt, wenn uns eine schwere Lehre traf? Jungs, was fällt Ihnen bei, wenn ihr ein Examen nicht sind durchgekommen? Hat Gott Ihnen dabei mal gestraft? No? Das fällt mir noch nicht ein. Was hat Ihnen früher, wenn ihr Schäd beim Eten merken, sind, dann auf einmal hat ihr 3-mal versucht, Ries zu brüten, das jedes Mal verbrennt? Ich weiß das nicht. Ich habe noch mal so ein Gefühl, dass alles jetzt schruts. Und ich will Ihnen zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. So, als ich wieder Jutz befreit. Wir kamen von Honeymoon Trek. Und ich wieder zu der Zeit in so an erfahrenen Mann. Ich war hier im Pottes groß geworden. In den letzten Traktor, den ich gefahren habe, vielleicht so 28 Pferd. Und da waren 27 John Deere, 2-Zylinder Diesel und so ein feines Ding. Aber ich fühle mich so clean an der Welt, wo ich lebt. Wir kamen von Honeymoon Trek und ich will so schaffen. Und ich drascht und da kam mein Brand letzte Flur auf. Dann, wie mein Schwiegerführer und so ein gutes Vorbild, und er sagt, wenn kein Mensch was geworden ist, dann ist noch nichts passiert. Nächsten Tag schaffen wir am Specker und du klappt eine Pulle auf und ein großer Remolke fällt mein Cuñado ab und er wird zwischen Traktor und Reif vom Remolke Fuß. Und wenn wir dann loshauen, dann wird er nicht geworden. Den nächsten Tag verlangt uns, ich soll nicht sagen uns, mich. Und ich weiß, wie Spusten tun mit ihm, aber da wird nicht Spust, wenn das passiert an mich. Da fehlt mir was auf der Flur ist, wo du zu leihen und nicht zu moven, wenn er nicht mal alles tun. Und ich frage mich die Frau, wo kann das sein, dass alles auf einmal schrutsiert? Und ich weiß, das ist nicht hier auf seine Geschichte. Aber ich weiß doch ganz gewiss, dass jeder einer von uns erst einmal auf dessen Weg gegangen, wo du dich gefragt hast, was da ich eigentlich?
Wat nu wel je aan doet, alles wat ik aanschiet, dat je twee. Oder we gaan nog zeggen, 20 Kinder en 21 van deze kranken had je daar ja niet in je toilet, zodat alle de boven zaten. Ik weet dat niet, maar ik weet ook ganz genau, dat hier op zijn bitterste Schal van Geschichte passen ons nog. So wenn wir uns diese Geschichte mit dem Haus nehmen, oder diese Frau, kann ein gerechter Mensch äußerlich leiden. Und dann werden wir uns nächste Sonntag die zweite Runde von Anklär bechecken. Was sagt diese Geschichte uns, wann das ist vorbei ist? Werden wir zu beten. Vater im Himmel, Dankeschön für hier auf seine Geschichte. Wir danken dir, dass wir uns die Frauen können, dass wir leiden und dass wir gesündigt haben. Wir beten, dass diese Geschichte von hier für uns in erbühende Dinge an dem Glauben. Und ganz besonders, help uns, dass wir an die festhalten und dass wir immer wieder bewusst sind, dass die Entscheidung über Leben und Tod, die trifft die, gerade und wo schwierig das Leben hier bei ihr ist. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.